Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Halbfinale-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bei Real Madrid. Ja, und bevor wir reingehen in unseren Cheftrainer, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank. Und damit gehen wir rein in den Bums. Da ist er, im schicken Zwien wieder. Mister-mäßig heute. Thomas Tuchel, unser Cheftrainer, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern hier bei Real Madrid. Bitte schön, viele Hände schon in der Höhe. Fangen wir in der Mitte Kein Wasser an, da. das Mikrofon. Marco Mahler für den Sportinformationsdienst. Thomas, ich trinke für dich mit. Guten Abend, Herr Tuchel, hier in der Mitte. Hallo. Hallo. Ja, Sie lächeln, Sie haben gerade auch auf dem Platz gelächelt und Manu Neuer hat schon ein bisschen verraten, was Sie der Mannschaft gesagt haben. Könnten wir es trotzdem noch mal in Ihren Worten hören, wie Sie sie eingeschworen haben auf dieses ganz besondere Spiel morgen? Vielen Dank. Nein, das war kein Einschwören, mir war es ein Bedürfnis, noch mal ein paar Sachen zu sagen. Wir hatten natürlich jetzt einen Tag mehr Zeit, uns vorzubereiten als im Hinspiel und haben das auch genutzt. Das heißt, wir haben schon 2 taktische Meetings hinter uns, wir haben schon 2 Trainingseinheiten für Real Madrid hinter uns und jetzt war es einfach nur ein paar Dinge angesprochen und einer davon war einfach so ein Tag wie heute und so eine Ankunft auch noch mal kurz zu genießen, weil wir ja uns alle, wie ich gerade gesagt habe, so im Tunnel befinden und das natürlich alles sehr inhaltlich gestaltet ist. Der Rückblick aufs Hinspiel, der Ausblick aufs Spiel, welche Räume wollen wir besetzen, wer spielt wo, was wollen wir ein bisschen besser machen, was wollen wir genauso machen, was wollen wir ein bisschen verändern. Das ist ja auch gut, dass das so ist, aber ich habe jetzt einfach gesagt, nochmal an so einem Abend dann... Einfach mal Skilexen, Leute. Wir werden morgen keine Zeit mehr haben, das zu genießen. Es ist einfach auch nochmal wichtig, mit dem inneren Kind sich zu verbinden, mit dem eigenen inneren Kind und nochmal sich zu verdeutlichen, dass wir alle Teil dessen sein wollten, als wir klein waren, dass wir diese Spiele dann nachgespielt haben im Garten und dass man dafür auch dankbar sein darf und auch stolz darauf sein darf und dass es uns auf der anderen Seite natürlich nicht abhalten wird, morgen alles dafür zu tun, um den Schritt nach Wembley zu gehen. Dann wechseln wir die Sprache. Auf der linken Seite bitte, kurzes Handzeichen. Hi. Englisch, Die okay. Frage wird auf Englisch gestellt. Was ist mit Brian Zaragoza passiert? Ich weiß nicht, welches Problem gibt es. Ist er nicht in Form? Wir verstehen das wir in Spanien nicht. It was a big step for Brian Zaragoza. Ja, das war ganz einfach. Also es war ein sehr großer Schritt für Brian. Das ist eine absolute Ausrede, Alter. Der hat in der La Liga gespielt. Der hat ja nicht jetzt in der 3. Liga in Spanien gespielt. Wie kann man da immer vom großen Step reden? Ja, es ist ein anderes Land, aber fußballerisch jetzt mal ernsthaft. Also ist es ein großer Step für Real Madrid, nach Deutschland zu kommen und gegen den FC Bayern zu spielen, oder was? Oder gegen SC Freiburg zu spielen, oder was? Also, sorry, das Argument, das fühle ich so gar nicht. Ja. Brian Zaragoza mit all seinem... Klar hat Real Madrid ein anderes Dingens, nicht falsch verstehen, aber nochmal, ein Spieler aus La Liga kann man jetzt wohl nicht davon reden, dass das so ein Riesenstep ist, dann in der Bundesliga Fußball zu spielen, oder? Was ist denn los? Also... unserem Respekt. Also er ist jetzt im Champions League Team, auch in schwierigen Moment. Er hatte sehr stark, ich hatte auch gekämpft mit einem Sportdirektor, um ihn jetzt aufzunehmen. Aber gut, wir hatten nicht so gute Ergebnisse. Er sprach die Sprache nicht, auch das Englische nicht so gut. Er spricht auch kein Deutsch. Also ein Transfer braucht seine Zeit und nicht alles geht auf einmal. Wir sind mit ihm glücklich. Er hat mit uns trainiert und so weiter. Aber klar, es ist schwierig, das braucht seine Zeit und alles ist aber an Ort und Stelle. Stefan Kumberger für Sport 1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Vielleicht könnten Sie kurz mal den Mythos Real Madrid beschreiben. Man spielt ja auch ein bisschen dagegen an und daran anschließend, was darf man davon an die jungen Spieler, die sowas noch nicht mitgemacht haben, heranlassen, weil es kann ja unter Umständen auch lähmen. Ja, aber gar nichts am besten. Also wir spielen, am besten spielen wir nicht die Gelegenheit, so don't play the occasion, just play the game. Deshalb ist auch die komplette Vorbereitung und alles, was wir mit unseren Spielern besprechen, ist inhaltlich. Wir sprechen nicht über den Mythos und machen es nicht schwieriger, als es sowieso schon ist.
Das ist eines der schwierigsten Stadien, um zu gewinnen, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben ein sehr gutes Hinspiel gemacht. Wir waren die etwas bessere Mannschaft, haben leider nicht gewonnen. Deshalb ist wahrscheinlich ja die Situation mit dem Heimvorteil so, dass es 51% vielleicht bei Real Madrid im Moment liegt, die Ausgangslage. Aber ja, den Mythos kann ich, wer bin ich, der das erklären kann, aber ich kann sie nur aus meiner Sicht schildern, wenn Emilio Butragueño, wenn sie den treffen vorm Spiel und einen Tag vorm Spiel oder kurz vorm Spiel und der erkennt mich, dann ist es ein bisschen paradox für mich nach wie vor, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich die Bücher, da gab es noch kein Internet und so weiter, ich bin ja schon wie ich die Bücher der Europameisterschaften, Weltmeisterschaften durchgeblättert habe, da war halt immer Emilio Butragueño oder wenn du mal aufbleiben durftest am Dienstag oder Mittwoch für ein Europapokalspiel, dann war es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Real Madrid auch lief und das habe ich jetzt gesehen bei den Bildern immer wieder, wenn du hier ins Stadion kommst, siehst du die alten Mannschaften, die alten Trikots. Und das ist natürlich einer der allergrößten Clubs der Welt. Wir sind auch ein sehr großer, ein sehr traditionsreicher und sehr dominanter Club in Europa. Deshalb ist es ein großes Halbfinale. Merkst du? Nur eine Kleinigkeit, aber merkst du? Real Madrid ist einer der... Alexa, sei ruhig. Real Madrid ist einer der größten Clubs der Welt. Aber wir sind auch ein recht großer Club in Europa. Tuchel, Alter. Du bist der Geilste, ey. Gut, dass du bald weg bist, ey. Es ist ein Geschenk und Verpflichtung gleichzeitig, morgen alles dafür zu tun. Sie spielen ein Halbfinale nicht, um das Halbfinale zu genießen. Sie spielen das Halbfinale, um ins Finale zu kommen. Sie spielen wir nicht, oder was? Das Viertelfinale nicht, um das Viertelfinale zu genießen, sondern um ins Halbfinale zu gehen. So deshalb, wir spielen morgen für Wembley und um nichts anderes. Ja. Gleich daneben Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel. Ja, in den letzten Wochen wurde viel darüber gesprochen, welchen großen Einfluss die Leistung Ihrer Mannschaft in der Champions League auf die Gesamtbewertung der Saison haben kann. Für Sie persönlich, bräuchte es den Gewinn der Champions League, um Ihre Zeit beim FC Bayern abschließend als Erfolg zu bewerten? Wenn Sie als Trainer den Gewinn der Champions League brauchen, um sich selber zu erlauben, erfolgreich gearbeitet zu haben, dann sind Sie... Ja, erfolgreich gearbeitet hast du bisher bei uns leider nicht. Sorry. Dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, unglücklich zu werden, würde ich sagen. Es ist, wie es ist. Wir werden alles dafür tun und am Ende muss ich mich da lässt du dich bei diesen Clubs immer am Ergebnis messen. Das war in der Liga und im Pokal ungenügend. Nee. Das würde ich noch niemals am Ergebnis messen. Ich hätte schon daran gemessen, wenn wir mal eine Spielphilosophie gesehen hätten, eine Spielerentwicklung, Spieler mal auf den richtigen Positionen, vielleicht auch mal den ein oder anderen Jugendspieler mal das Vertrauen geben. Ja, dann hätte ich von einer erfolgreichen Zusammenarbeit geredet. Mir ist das scheißegal, ob der Tuchel jetzt die Champions League gewinnt oder nicht. Das ändert nichts daran, dass die Zusammenarbeit, das ein Jahr, was er bei uns gemacht hat, eine Katastrophe ist, fußballerisch gesehen. Genügend. Und wir sind... Da täuscht auch kein Titel über die Champions League hinweg. Ja. Aber genauso umgekehrt. Ja. Also. Hier noch... Da gehe ich mit ihm. Also man kann nicht nur den Trainer daran bewerten, ob er jetzt irgendwie einen Titel gewinnt oder nicht. Ja, man bewertet ihn halt, was er geschaffen hat, was er entwickelt hat. Und da hat er halt gar nichts geschaffen oder gar nichts entwickelt. Du siehst bei uns kein klares Spielsystem, du siehst keine klaren Abläufe. Ja, das siehst du jetzt in der Champions League. Jo, wir stellen uns alle hinten rein. Yippie, wir machen Tuchel-Fußball, wir spielen auf Konter. So, das ist Tuchel sein Vermächtnis, was du mit ihm verbindest. Aber das haben wir in Dortmund getan. Noch nicht so 100%. Da haben wir auch noch ein bisschen selbst was bestimmt. Das haben wir gegen Stuttgart getan. Und jetzt in der Champions League. So, das ist das einzige Spielsystem, was du von Tuchel siehst. Ansonsten hast du keinerlei Spielsystem gesehen. Alles auf Einzelaktionen ausgelegt. Also. Im Wettbewerb. Das jetzt hier alles aufzuwühlen, nee. Vertreten, um einen entscheidenden Schritt in ein großartiges Finale zu machen. Da liegt der ganze Fokus. Wie ich es bewerte, ist nichts für die Öffentlichkeit. Und wie es die Öffentlichkeit bewertet, da habe ich keinen Einfluss drauf. First row, Spanish, ja? Ja. Naja, es wäre mal interessant, wie er es bewertet. Und das würde mich persönlich schon sehr interessieren. Aber ich denke, er kann es auch nicht richtig bewerten für sich, weil er nicht die Spieler bekommen hat, die er eigentlich haben wollte. Ja, guten Abend, Herr Tuchel. Un momento.
Kleinen Moment, jetzt funktioniert's. Guten Abend, Herr Tuchel. Glauben Sie, dass der Unterschied morgen im Ausscheidungsspiel daran liegen kann, welche Mannschaft stärker in die gegnerische Hälfte gelangen kann? Ja, ohne Tore, wird schwer. Ich glaube, dass es ein wellenartiges Spiel werden kann mit mehreren Phasen. Ich glaube, dass beide Teams es aushalten müssen, zu verteidigen und aushalten müssen, auch ein bisschen zu leiden und zäh zu sein im Ballbesitz des Gegners, weil beide Teams auch in der Lage sind, lange den Ball zu halten. Es ist extrem schwer, den Ball aktiv von Real Madrid zu klauen. Deshalb gilt das vor allen Dingen für uns. Es ist allerdings auch möglich, Ballbesitzphasen lange zu haben. Beide Teams sind, sowohl Real Madrid als auch wir, sind sehr, sehr stark im schnellen Umschaltspiel, im Konterspiel. Deshalb glaube ich, dass es ein sehr komplexes Spiel wird, das unterschiedliche Phasen hat. Und in den Phasen, in denen das Momentum auf deiner Seite ist, brauchst du ein bisschen Spielglück, du brauchst Präzision, die Überzeugung, vielleicht eine kleine Entscheidung zu deinen Gunsten. Und dann ist alles möglich. Dann Torben Hoffmann für Sky in der Mitte, bitte. Servus, Thomas. Du hast es angesprochen, verteidigen, leiden. Wie wichtig ist es, gerade auch in so einem Spiel, dann Matthijs de Ligt wieder an Bord zu haben? Eric Dyer scheint ja auch entsprechend spielfähig zu sein. Vielleicht auch ein Innenverteidiger-Duo zu haben, was organisiert, was kommuniziert, was Hilfestellung gibt für die Mannschaft. Ja, natürlich, aber wir kommen Kim und Min-jae und Upa zu schlecht weg dabei, aber klar, Eric die haben beide super für uns gespielt und Top-Spiele gemacht. Ja, die kommen zu schlecht weg, ne, mit den individuellen Fehlern. Das ist zu schlecht. Das muss man besser bewerten. Wenn so Kim dafür verantwortlich ist, dass du 2:2 spielst zu Hause gegen Real Madrid. Im Moment haben Eric und Mata die Nase vorne, verdientermaßen die Nase vorne. Sie haben im Viertelfinale zusammen gespielt. Beide, wir haben Arsenal ausgeschaltet, was ein großer Schritt und eine große Leistung war. Deshalb haben sie es verdient, weiter zusammen zu spielen. Mata hat grünes Licht gegeben und deshalb wird das morgen so sein. Ganz hinten Julian Buhl für T-Online. Ja, hallo Herr Tuchel. Welche Bedeutung hat Toni Kroos aus Ihrer Sicht für die Mannschaft von Real Madrid und vielleicht auch für den gesamten Club? Und welche Rolle spielt er auch konkret für Sie in der Spielvorbereitung für morgen? Ja, Toni ist Schlüsselspieler, seit Jahren ein Schlüsselspieler, das man gar nicht hoch genug bewerten kann, der mühelos mit dem Druck umgeht, dieses Trikot zu tragen und für diesen Club auf diesem Niveau zu spielen. Hat Trophäen eingesammelt ohne Ende in der Liga und natürlich in der Champions League ist das absolut herausragend auf seine ganz eigene, feine Art und Weise, Fußballspiele zu dominieren, in seinem ganz speziellen Raum, den er sich da halb links und im Zentrum jedes Mal sucht. Das ist ein absoluter Schlüsselspieler, der den Rhythmus dominiert, der den Spielrhythmus vorgibt für Real Madrid. Und wir sind darauf vorbereitet und ja, wir hoffen, dass wir ein bisschen das Sandkorn sind morgen in Tonis Passmaschinerie und in seiner Gabe, den Rhythmus zu bestimmen. Das ist herausragend gut, da glaube ich, gibt es keine Zweifel. Trotzdem spielen wir nicht nur gegen Toni, wir spielen gegen das ganze Team von Real Madrid, die einfach sehr, sehr eingespielt sind und insgesamt sehr, sehr, sehr flexibel spielen und alle Facetten bespielen und deshalb ist die Aufgabe natürlich sehr groß. Dann der Herr hinter dem breiten Kreuz von Torben Hoffmann, ja. Gehen wir noch eins sein. Yes, hier. Ja. Guten Tag. Hallo. Melchor Ruiz de la cadena COPE. Einen Moment. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie auch das Spiel taktisch schon vorbereitet hatten. Sie hatten 2 taktische Sessions und man kennt Sie, dass Sie die Gegner gut studieren, gut analysieren. Gegen den Real Madrid haben Sie insgesamt schon 9-mal gespielt als Trainer. Sie kennen den Real Madrid sehr gut. Die Theorie ist oftmals sehr einfach, aber die Anwendung und die Umsetzung auf dem Spielfeld ist wieder eine andere Geschichte.
wird es morgen ein anderes Spiel geben von Beginn an? Gut, es gibt ein Unentschieden im Hinspiel. Es ist keine Aufholjagd erforderlich. Jetzt ist wahrscheinlich der Schlüssel, wer hat den Ball und wer gibt den Rhythmus im Spiel vor. Ja. Und ich glaube, da werden wir unterschiedliche Phasen erleben, wer den Rhythmus vorgibt. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft durchgehend dominieren wird und eine Mannschaft versuchen wird zu kontern. Ich glaube, dass das wellenartig sich abwechseln wird. Wir brauchen auf jeden Fall auch diese Phasen des Ballbesitzes, um uns zu erholen, um auch dem Gegner weh zu tun und um auch tief in der gegnerischen Hälfte zu spielen. Wir müssen uns dabei aber sehr, sehr gut absichern gegen das super gefährliche Umschaltspiel von Real Madrid. Sie haben natürlich völlig recht. Das eine ist, sich vorzubereiten und die Theorie und das Wissen. Das andere ist es dann nachher zu tun. Deshalb ist es auch die große es ist das Spiel der Spieler morgen und die Gelegenheit, die Spieler natürlich zu unterstützen, an ihre beste Tagesform zu kommen. Und es wird sehr, sehr nötig sein, geschlossen zu spielen. Nicht nur mit den 11 Spielern, die starten, sondern alle, die auch reinkommen. Wir brauchen eine hohe Solidarität. Wir brauchen den Glauben. Müssen uns den Glauben. Wir müssen einfach mal eine Mannschaft sein. Da muss man diese einzelnen Punkte gar nicht alle aufzählen und darauf bestehen. Wenn man eine Mannschaft wäre, wäre das alles gegeben. Auch verdienen in den kleinen Sachen. Manche Dinge sind unterschiedlich. Real Madrid spielt zu Hause normalerweise in einer bisschen anderen Grundordnung und ein bisschen personell eventuell einen Tick offensiver als in Auswärtsspielen. Und die zweite Sache ist, dass die Ausgangslage klar ist. So wie Sie gesagt haben, es ist ein Unentschieden. Es gibt kein Taktieren im Ergebnis. Der Gewinner geht nach Wembley. Und wir wollen der Gewinner sein. Machen wir noch 3 Fragen, bitte. Rechte Seite, yes, please. Hi, Thomas. Question for you in English. Eine Frage auf Englisch. Könnten wir jetzt Bayer Leverkusen, es kann so sein, dass Bayer Leverkusen jetzt gewinnt oder dass 5 deutsche Mannschaften im nächsten in der Champions sind. Glauben Sie, dass das jetzt ein Revival des deutschen Clubfußballs sein kann? Glauben Sie, dass das mit dem deutschen Fußballmodell zu tun hat? Ja, wir haben 2 deutsche Mannschaften im Halbfinale stehen. Dass Dortmund im Halbfinale steht, das gibt natürlich ordentlich Power. Aber das ist ein Momentum. Und das ist ein Wettbewerb und hier brauchen wir auch etwas Glück. Wir brauchen eine Mannschaft, die fit ist. Wir dürfen keine Verletzten haben. Und klar, diese Art von Spielen brauchen ein Quäntchen Glück, um jetzt weiterzukommen. Ich würde jetzt keine großen Schlussfolgerungen anstellen, aber auf jeden Fall, das ist ein großer Push auch im deutschen Clubfußball. Aber das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Dortmund steht im Halbfinale heute, wir stehen morgen im Halbfinale und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Wir werden die nächsten Schritte gehen. Hi Thomas, it's Andy Dunn from the Daily Mirror in England. Ich bin vom Daily Mirror aus Großbritannien. Ja, Harry Kane, du kanntest ihn schon, bevor du mit ihm gearbeitet hattest. Da leuchten gleich bei dir Augen, mein Thomas, du. Und du hattest, glaube ich, schon eine Saison gewartet auf ihn. Hat dich irgendwas überrascht an Harry Kane, seine Qualitäten? Wie viel trinkt der? Und dann trinkt er Cappuccino, also er trinkt sehr viel Kaffee am Tag. Ja, also er ist gesund, er schaut gesund aus. Erwartest du etwas morgen? Ja, ich weiß, wir haben einen tollen Spieler in unserer Kabine bekommen und alles, was wir hier untersuchen, also seine Tore, seine Assists, seine Torvorlagen, seinen Druck und so weiter. Wir wussten, hier kommt ein toller Spieler zu uns. Er war der Kapitän von Tottenham und er ist weiterhin auch Kapitän der englischen Nationalmannschaft.
Also er hat jetzt alles auf den Tisch gebracht, was wir erwartet haben, worauf wir gehofft haben. Und das wird er und mehr morgen auch unter Beweis stellen müssen. Arthur Quesada from TNT Sports Brazil. Eine Frage aus Brasilien. Unfortunately, yeah. Yes, unfortunately for you. Ja, es hat nicht den Erfolg im Hinspiel gegeben. Gibt es jetzt eine Strategie, um jetzt diese Pässe zu unterbrechen von Toni Kroos oder wenn hier zweifach Druck ausgeübt wird? Welche Strategie gibt es hier? Ja, das ist schwierig. Viele Teams haben es probiert. Manchmal müssen wir es einfach auch hinnehmen, wie toll diese Pässe sind, wie toll die Abschlüsse sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wir werden morgen alle Pässe unterbrechen. Das ist unmöglich. Es gibt kurze Pässe, Toni Kroos, Valverde. Sie können alle Flanken geben und dann kann Vinicius, wie gesagt, diesen Ball auf den Fuß bekommen und dann das Tor schießen. Also es gibt sehr viel Qualität hier, die hier mit im Spiel ist. Das müssen wir auch so hinnehmen. Wir können es besser tun, ja, aber klar. Aber trotzdem kann jedem Team der Welt hier wehgetan werden. Wir müssen auch davon ausgehen, dass nicht alles perfekt laufen wird morgen. Aber trotzdem ist es möglich, dass wir diese Phase überstehen, dass wir auch Schwierigkeiten überwinden. Wenn wir die richtige Qualität und die richtige Mentalität an den Tag legen, dann können wir auch unseren Traum veröffentlichen. Ja, ich denke, das ist auch das Wichtigste, ne? Dass du erstmal die richtige Mentalität und die richtige Einstellung an den Tag legst. Ja. Ich denke, das wird schon wichtig sein. Und natürlich wäre es aus unserer Sicht natürlich schön, wenn wir nicht in Rückstand geraten würden. Dann wird es nämlich, glaube ich, richtig schwer. Aber schauen wir mal. Verwirklichen und Real Madrid besiegen mit Vinicius. Mit Vinicius. Frech. Ja. Also Leute. Wir haben es im Hinspiel gesehen, dass alles möglich ist. Wir hätten das Hinspiel meiner Meinung nach gewinnen müssen. Da haben uns ein bisschen die Eier gefehlt. Morgen werden uns die Eier nicht fehlen, weil morgen ist es ein Spiel. Und dann ist der Bums durch. Ne? Da musst du nicht mehr taktieren und sagen, ja, ich halte jetzt den Baum mal meine eigene rein und spiele Ringepitz mit anfassen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Mein Bauchgefühl ist schlecht für uns, was wiederum gut ist. Weil meistens, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, performen wir. Von daher lassen wir uns überraschen. Rot-weiße Grüße. Gehen raus, Leute. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.